perfekter weiter Ball. Ja, den klärt er ganz souverän ins Aus. Das könnte jetzt gut passen mit einer Flanke. Ja, das gibt Freistoß. Der Spieler ist sogar noch verletzt. Keine gelbe Karte. Ja, da krümmt er sich am Boden, wälzt sich, ist ja klar, der hat den voll getroffen. Und was macht der Schiedsrichter? Nichts. Unglaublich. Schöner langer Ball. Klasse, wie er den spielt. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Nerven bewahren. Tor! Erstklassig, ein fantastisches Tor. Ja, so schnell kann es gehen, eben noch in der Offensive. Und plötzlich klingelt es im eigenen Tor. Aber das war ein klasse Konter. Souverän gemacht. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Gut gesehen. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. So, das gibt die gelbe Karte. Der Ball war ja noch nicht mal in der Nähe. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Wunderbarer Pass. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, das Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Ja, das nenne ich Einlauf. Und achten Sie mal drauf, der wird gleich flanken. Er hat den Ball erstmal per Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Ah, was für ein Foul. Da zieht er ihm die Beine weg. Aber der Schiedsrichter belässt es bei Freistoß und Ermahnung. Oh, was für eine enge Entscheidung. Und er trifft. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Das ist unglaublich, wie der diese Freistöße schießt. Mit viel Gefühl, mit viel Effet. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Gut geklärt, fair gemacht, souveräne Abwehrarbeit. Das war ein ganz böses Foul und obwohl der Spieler da jetzt verletzt am Boden liegt, gibt es nur Freistoß. Auch wenn er sich hier vor Schmerzen am Boden wälzt, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Klare Sache, logisch, Freistoß. Klar, haben wir ja auch schon reichlich gesehen. Jetzt fällt noch ein Tor. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Das weiß man doch, das weiß man doch, dass der gute Freistöße schießen kann. Was für eine Übersicht. Ja, das sieht gut aus. Schuss. Das war aber ganz eng. Ja, der ist doch nochmal glimpflich davongekommen nach diesem brutalen Foul. Es gibt nur Freistoß. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Sie
ab, Junge! Jetzt schauen wir uns nochmal die Slow-Mo an. Ja, der war abseits. So, und jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Nutze die Chance. Gautel ist drin und jetzt sind die Fans nicht mehr zu halten. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Sie haben immer noch einen hohen Rückstand, aber vielleicht schaffen sie es ja noch. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Also die Abseitsfalle funktioniert, das kann man nicht anders sagen. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Klasse! Und das über diese Entfernung. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Er kriegt den Kopfball nicht im Tor unter. Zu 1 steht es nach 45 Minuten. Schauen wir mal, was uns die zweite Hälfte noch bringen wird. Ja, das ist natürlich traurig. So ein gutes, schnelles Fußballspiel und so viele Verletzte. Hoffentlich geht das nicht so weiter in den zweiten 45 Minuten. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Und jetzt hat nur noch den Torwart vor Augen. Achtung, da ist alles noch drin, obwohl er vorher mit den Fingerspitzen der Klasse nimmt. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Und der Schiedsrichter erkennt auf Abseitsstellung. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? Ja, so leichtfertig einen Ballverlust riskieren, mein lieber Mann. Und so sieht beim Tackling perfektes Timing aus. Also das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer, fantastisch die Parade. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Ja, das gibt Eckball und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Oh, schwacher Eckball, das kann er besser. Der Torwart ohne Problem. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Schöner Ball, weit in die Spitze. Oh, schade, da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. Oh, das könnte Abseits gewesen sein, müssen wir uns nochmal anschauen. Und im Mittelfeld holen sie sich jetzt den Ball. Ja, das sieht gut aus.
Jetzt versuchen sie da hinten mit Mann und Maus ihr Tor sauber zu halten. Los, schieß Junge! Und bei der Gelegenheit muss er jetzt hier das Tor erzielen. Und Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans noch gewartet, auf so ein schönes Tor. Und das ist das Risiko, das sie eingegangen sind mit dieser Offensivtaktik. Da ist man gegenüber Kontern stark gefährdet. Das ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Gute Möglichkeit zum Flanken. In der Abwehrleistung den Ball in die eigenen Reihen zurückholen. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Gemacht und das Ganze per Kopf. Nicht schlecht. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ganz schwache Flanke. Steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, da rettet der Pfosten. Auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Klasse Aktion. Das ist der Sieg. Und es war eine gute, eine souveräne Vorstellung. Und so können sie jetzt zuversichtlich ins Finale gehen. Oh, das Spiel ist zu Ende. Und eine ganz, ganz bittere Niederlage. Vielleicht sogar eine unnötige Niederlage.
So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.